Die Oldtimer-Freunde Heilbrunn gibt es seit dem Jahr 2002 und es geht ausschließlich darum, Freunden alter Fahrzeuge die Möglichkeit eines gemeinsamen Erfahrungsaustausches zu bieten und die Freude am Kulturgut historische Fahrzeuge zu pflegen und zu erhalten. Vom 4.8. bis 5.8.2012 feierte der Verein sein 10-jähriges Bestehen und alle kamen aus nah und fern. Niemand will sich diese Festlichkeiten entgehen lassen. Die Oldtimer, das ist ein Verein, das ist ein historischer Verein zur Erhaltung der alten Fahrzeuge, sagen wir mal so, dass das nicht ganz untergeht, die historischen Maschinen, weil zum Beispiel eine Dreschung, das kennt der Junge fast immer, so eine Erläuterung. Und da haben wir vor 10 Jahren haben wir beschlossen, dass wir da irgendwas auf 3 bringen. Und auf 3 haben wir was gebracht, weil das ist super gelaufen für die ganzen 10 Jahre hier jetzt. Und heuer haben wir das 10-jährige Jubiläum. Darum haben wir jetzt auch da einige Fahrzeuge da. Die Zwiedersäge passt auch super schön. Ja. Dann haben wir dann noch eine schöne Rundfahrt noch, wenn wir über Wiesenfelden, wir kommen zu der Gemeinde Wiesenfelden, wenn wir die haben das Jahresfest gehabt, aber das ist super. Dann haben wir Leute da und so haben wir wirklich zufrieden. Und auch im Verein selber haben wir zufrieden. Ja. Gibt es nichts. Frühdruck haben mir meine 2 Söhne geschenkt zum 60. Geburtstag. Unrestauriert. Wie ich ihn gesehen habe, habe ich das Warner angefangen. Erstens mal, weil mir meine Buben sich einen Frühdruck schenken. Und zweitens einmal, was da viel Arbeit dran ist. Ja, dann habe ich ein halbes Jahr ohne gearbeitet, dann ist er so da gestanden, wie er einsteht. So 24 Stunden am Tag, Samstag, Sonntag, ganz egal. Und das ist ein Schlüter AS 302B. Das ist ein Baujahr 1960, hat 30 PS, laufen tut er ca. 23. Und ja, man sieht es, wie er ausschaut. Ne? Dass viel Arbeit dran ist, das weiß ja jeder, der wo sowas hat. Und zu was hat man einen solchen Schlüter, wie der jetzt ist, früher in der Landwirtschaft braucht? Ob das große Anwesen, kleine Bauern oder wer hat den hauptsächlich gefahren? Das war eigentlich schon ein ganz schönes Anwesen, so 40, 50 Taber. Wie es im Wald herin gewesen ist, haben die Bulldog gehabt, weil das war eigentlich zur damaligen Zeit schon nicht der kleine Bulldog. Weil 1960 haben die Bulldog so praktisch gewesen von 12 PS bis 40, 45 PS. Und 45 PS, das war heute so viel fast wie ein 200er Bulldog. Und was hat er so ein Bulldog zur Anschaffungszeit da gekostet? Was hat er ungefähr? Das weiß ich nicht mehr, aber ich vermute, ich kann es nicht einmal sagen, dass der Bulldog 8.000, 9.000 Mark gekostet hat zur damaligen Zeit. Und was hat der jetzt als Oldtimer für einen reellen Wert? Einen reellen Wert. Also ich muss jetzt eins sagen, der Bulldog hat mich selber zum Herrichten ohne Arbeit 4.800 Euro gekostet. Was er jetzt für einen reellen Zeitwert hat, ich vermute, das kommt allerweil drauf an, was für ein Fan ist davon. Aber ich muss ja so sagen, unter 10.000 Euro darf ich nicht hergeben. Und was hat er dann für einen Sammlerwert, wenn er jetzt schon 10.000 wert ist? Ja, das ist die zweite Frage. Ich weiß es nicht. Da kannst du eigentlich nicht sagen, das kommt allerweil auf den an, der wo auf sowas steht. Aber ich stehe ja vor der Situation, ich darf den Bulldog nie hergeben, weil es ja ein Geschenk von meinen 2 Buben ist. Und von daher gesehen kann man das überhaupt nicht in Frage. Und so hat jeder Oldie seine eigene Geschichte und Vergangenheit und könnte so manches erzählen. Der Karl Uwe hat gesagt, wir kaufen uns einen Bulldog. Und dann sind wir ins Internet gegangen und haben diesen Fan gesehen und sofort verliebt. Wir haben in Harbach angerufen, das ist bei Bad Griesbach, und sind da hingefahren und haben gleich den gekauft. Und der Ottmar Semmelmann hat uns den geholt. Das ist Baujahr 61 und er hat 25 PS und fährt so 20 Kilometer pro Stunde. Und ist ein sehr ausgezeichnetes Gerät. Wir haben etwas beim Ottmar Semmelmann modifiziert und jetzt ist der Bulldog wirklich erste Sahne. Das ist der Hanemark R22, Baujahr 1953. Den hat mein Opa 1970 gekauft. Den hat mein Papa von Opa Damisch gekauft. Dann ist er immer in Stodel drin gestanden. Hat nie etwas so gehabt. Dann hat meine Mama halt halbe Haus gebaut und bis meine Schwester auf die Welt gekommen und ich selbst zum Herrichten.
Dann vor 2 Jahren haben wir gesagt, jetzt richten wir ihn her. Dann haben wir ihn auf Zinsen-Zollheizung hergerichtet, angeschliffen, Pixen reingemacht, alles neu gemacht. Dann haben wir ein Jahr angekriegt gehabt. Dann letztes Jahr haben wir ihn fertig gemacht gehabt. Und dann haben wir im TÜV von alles und dann haben wir noch den Oldtimer-Verein dazu und aus dem Lachter. Das ist ein Stil, zweimal so. Ne? Das ist ein Stil, ein Nachbau, tschechischer Nachbau. Und das sind ungefähr ein paar Jahre, kann man nicht genau sagen, ein paar Jahre 55 sagen wir an. 1926 begann Stihl mit der Produktion von benzinbetriebenen Kettensägen. Die Stihlische Baumfällmaschine wurde in großen Stückzahlen nach Russland, in die USA und nach Kanada exportiert. Jetzt weiß ich nicht mehr, aber jetzt musst du verzeihen. Hallo, das ist ein Eicherdiesel. Und wen gehört der Eicherdiesel? Ein Horsti. Wer ist der Horsti? Der Bauer. Horsti Bauer. Horsti Bauer, ist das dein Papa? Nein, mein Onkel. Dein Onkel ist das, aha. Und das ist ein Eicherdiesel? Ja. Und mit dem darfst du auch irgendwie wieder fahren, oder? Ja, mein Onkel ist und auch noch gleichzeitig mein Taufpate. Ach so, und du, den Bulldog kriegst du mal geschenkt, wenn es groß ist, oder? Nein. Nicht? Warum nicht? Und unser Onkel schenkt uns dafür einen kleinen Mini, einen echten automatischen, mit echtem Motor, einen Unimog, einen kleinen. Ah, das ist schön. Ja, Horsti, ich hoffe, dass du dein Versprechen einhältst und so einen kleinen mini-automatischen Unimog dein Taufkind irgendwann einmal kaufst. Jetzt der Mario und 45 PS. Und wird eigentlich nur hergekommen zum Spazierfahren. Also Vormann ist eigentlich schon. Vorgeschichte kenne ich eigentlich leider nicht von dem. Hat einer gehabt, der hat aber Probleme mit der Schulter gehabt, der hat nicht mehr gleiten können, dann hat er nicht verkauft. Hast du den Bulldog selber gekauft oder hast du ihn geerbt? Den haben wir gekauft, der Papa hat den gekauft. Wo? Tragisch restauriert. Und umrestauriert war der. Und das ist das Prunkstück für euch, oder? Ja. Habt ihr noch mehrere? Nein, was nicht. Nur den da. Ja, das ist ein 53er Baujahr, 55 PS. Ist einer von den letzten, die ist ausgeliefert worden auf Australien. Dann ist er wieder zurückgekommen auf Deutschland. Restauriert noch. Der Bullbauer Gerd von Kaumlin hat das dann hergerichtet.
Papa. Den hat mein Opa und mein Papa haben den gewusst. War ich noch kleiner, das weiß ich nicht mehr, was die mehr haben damals. Den haben wir dann über den Winter dann reingekriegt. Stationärer Motor mit Keilscheiben, willst du nicht? Und einmal ein ehemaliger Freund von mir in Geibundhaus in Leibniz hat die Brüder besessen. Leider ist er dann gestorben. Und dann bin ich zu seiner Schwester und dann habe ich den Brüder kaufen können. Das war circa vor 10 Jahren, während ich mir ganz gegangen. Und dann habe ich daheim und dann habe ich selber in der Werkstatt restauriert. Der Brüder, die sind im Hof, ist der immer gelaufen. Da war der Maschinist da und der hat den Brüder gehegt und gepflegt und war dann da dafür. Baujahr ist er 1942, ist ein Zweizylinder Deutz mit 30 PS, wassergekühlt, weil er vor dem Krieg ist. Und nach dem Krieg waren es Luftbild. Und ja, und seitdem bin ich im Besitz damit. Wagen brauchen drin den nicht viel. Wenn man ein bisschen Liebe hat dazu, dann läuft man von selber fast. Natürlich, mit Katalysator und das, was dazu. Insgesamt 277 Fahrzeuge, davon 177 Bulldogs, 60 Mopeds und Motorräder sowie 40 Autos haben am 10-jährigen Gründungsfest der Oldtimer Freunde Heilbronn teilgenommen. Werden bei so vielen Teilnehmern auch Pokale überreicht? Eine Pokalprämierung und so sehen, die haben wir nicht. Weil das haben wir schon mal gehabt, da kommt bloß ein Krampfwasser. Weil es ja so ist, dass so viele schöne Fahrzeuge da sind. Was nimmst du als Ersten dann her? Ne? Und jeder fühlt sich betroffen, wenn man sagt, ja, der ist der schöner, ja, sagt jeder, der selber auch so schick werden, gerade so. Ne? Darum machen wir das nicht. Am 1. März 2002 wurde der Verein mit 37 Gründungsmitgliedern gegründet. Gründungsvorstand Max Janker ist bis heute noch die führende Kraft und an der Spitze des Vereins. Mittlerweile zählt der Verein 126 Mitglieder. Davon sind 60 aktiv, die mit ihren alten Fahrzeugen noch rege an anderen Oldtimer-Treffen teilnehmen. Jeden ersten Freitag im Monat trifft man sich im Clublokal Steudel in Heilbrunn zum gemeinsamen Austausch über das Kulturgut Oldtimer. Dieser Drehschwung da, den kennen mit Sicherheit die Jungen nicht mehr, weil so fragen, was das wieder drüben sein soll. Dieser Baujahr statt ca. 37 bis 40 ist das. Den haben meine Eltern noch gehabt am Hof. Die haben damals verstorben und seitdem haben wir den Drehschwung. Und ich gesagt habe, den nehmen wir im Verein mit auf, der wird nicht zusammengehauen. Und so ist das entstanden, dass das Ding beim Verein ist. Dieser Sendlinger Wasserdampfermotor, auch circa so alt. Genau kann ich es nicht sagen, weil das Tiefschüttel hat er zwar dran, aber kein Ding nicht. Und mit dem drehen wir halt den Drehschwung an. Und ist schon, wenn man das drum wegwirft oder was nicht.
Also wir laufen einmal um, ne? Und du bist da der Maschinist, der Spezialist für den Ja, Motor. der Motor gehört mir, mein Vater so, ne? Ja, gut. Und dann kann ich die nochmal zur Verfügung stellen. Und jetzt laufe ich ihn weg. Was tust du jetzt da? Jetzt habe ich ihn eingespritzt, dass die Düsen einen Dieselgang hat und jetzt, wenn ich ein paar Mal umdrehe, wo er einen Schwung hat, kann ich die Kompression rein und dann sollte er laufen. Ja, läuft schon. Braucht zwar ein wenig, gell? Rauskommt, dann dreht sich das noch. Siehst du das? Dann winkt er wieder nichts. Alles noch funktionsmäßig. Dann, wenn wir ein Stroh hätten, dann kann man direkt pressen. Um 14 Uhr hieß es dann Aufstellung zur Rundfahrt nach Wiesenfelden und zurück. Zurückrennen und die schönen alten Oldtimer genießen.
Die vielen ehrenamtlichen Mitglieder des Vereins um ersten Vorstand Max Janker hatten alles bestens organisiert, um diesem Fest das nötige Flair zu geben. Mit einer großen Tombola, Stimmung, Gaudi, Bier und Brotzeit fand das hervorragend organisierte Fest seinen Ausklang. Und man wird noch lange diskutieren darüber. Das war's. In 10 Jahren sehen wir uns wieder. Servus und pfiat euch.